Erwachsene Menschen sollten in der Lage sein, ihre eigenen Fehler einzugestehen und sich selber zur Rechenschaft zu ziehen können. Und darum bin ich heute vor Ihnen und bitte Sie um Vergebung für unsere Fehler. Ich entschuldige mich im Namen der ganzen Redaktion beim schweizerischen Volk für unser Versagen und das Nicht-Wahrnehmen von unserer Aufgabe, die schweizerische Wählerschaft erfolgreich zu informieren und zu bilden. Wir führen die Industrie an, die Kontroversen schürt, vereinfacht, wo nicht vereinfacht werden sollte und es nicht fertig bringt, über grosse, längerfristige Veränderungen in unserem Land zu berichten. Wir führen die Industrie an, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Aufmerksamkeit der Leserschaft dorthin zu lenken, wo wir am meisten profitieren. Der Grund dafür ist auch kein Geheimnis. Wir opfern unsere Integrität und Glaubhaftigkeit für Traffic-Statistik, Werbeimpressionen und somit Geld. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir von den 20 Minuten genauso wie der Tagesanzeiger Teil vom Tamedia-Konzern. Seit diversen Jahren sieht man bei uns eine Entwicklung, dass die Qualität unserer Gratiszeitung und von unserem Online-News-Portal fast schon absichtlich vermindert wird. Während man sich im Jahr 2012 noch einigermaßen ausgewogen über ein aktuelles Thema auf den 20 Minuten informieren konnte, ohne sich in einem künstlich konstruierten Konflikt wiederzufinden, sieht es jetzt immer mehr so aus. Aus einer geschäftlichen Perspektive von der Tamedia macht eine absichtliche Abwertung von den 20 Minuten nämlich durchaus Sinn. Wenn man in der heutigen Zeit für Journalismus Geld verlangen will, dann kann man nicht einfach im gleichen Medienhaus eine qualitativ hochwertige Gratiszeitung haben. Ein Autohersteller beispielsweise bringt auch nicht 2 Mittelklasse-Modelle auf den Markt. Er bringt ein Luxusprodukt auf den Markt, aka den Tagesanzeiger, und ein Billigprodukt, aka mir. Ist das billige Produkt jedoch zu gut, dann kauft niemand mehr das teure Produkt und das ist Scheisse. Aber ist nicht irgendwo eine Grenze überschritten, wenn man seine eigene Leserschaft so offensichtlich für dumm verkauft? Wenn man Wählerschaft absichtlich zu extremen Meinungen verleitet, indem man die Diskussion auf 2 simple, aber sich gegengesetzte Aspekte vereinfacht. Und all das führt uns zu jetzt. Das Jahr 2018. Der Tamedia-Konzern hat letzte Weihnachten Goldbach Media, einen Medienvermarkter im Schwerpunkt Fernsehen, für 216 Millionen Franken geschluckt. Gleichzeitig droht der SRG, am grössten öffentlich-rechtlichen Publikationsorgan in der Schweiz, wo übrigens das einzige Publikationsorgan ist, das per Gesetz verpflichtet ist, unvoreingenommen zu berichten, die totale Abschaffung. Was machen wir von den 20 Minuten? Wir beziehen klare Position gegen die SRG. Wie immer natürlich nicht offensichtlich, sondern nur in der Art, wie wir unsere Schlagzeilen und Artikel formulieren. Warum? Weil durch die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Medien ein grosser Teil vom Werbekuchen frei wird, der davor von der SRG gebunden worden ist. Und das ist gefundenes Fressen für die Goldbach Media und seit kurzem somit auch für die Tamedia. Und damit, meine Damen und Herren, erreicht die Manipulation von qualitativ schlechten Gratiszeitungen in der Schweiz ein neues Level. Es wird nicht nur wie bis anhin auf eine Kontroverse hergeschafft, um die Reichweite und die kurzfristigen Werbeeinnahmen zu vergrössern. Nein, sie, die Wählerschaft, werden aktiv durch uns so manipuliert, dass sie am 4. März so abstimmen gehen, dass wir mehr Geld machen können. Alles auf die Kosten von ihrem Recht auf ungefilterte Informationen. Und ich muss Ihnen, glaube ich, nicht erklären, auf wie vielen Ebenen das falsch ist. Sollten wir als meistgelesene Publikationsorgan in der Schweiz uns nicht im Prinzip verschreiben, dass der Eckpfeiler von einer gesunden Demokratie eine gut informierte Wählerschaft ist, sollten wir nicht die Verantwortung übernehmen, Verfechter von Fakten zu werden und uns Anspielungen, Spekulationen und Übertreibungen zum Feind machen, sollten wir uns nicht getrauen, Informationen und Nachrichten in einen anspruchsvolleren Kontext zu setzen, als einfach in den, der am meisten empört. Die Antwort ist ja. Denn Nachrichten und Informationen aus aller Welt sind erst nützlich im Kontext der Menschlichkeit. Und das Manipulieren von Millionen Menschen für den eigenen Gewinn ist definitiv nicht etwas Menschliches.